Ganz herzlich willkommen zur Hour of Prayer von dieser Woche. Mein Name ist Timon, ich bin vom ICF Kids und mit mir ist die. Andrea Trilby. So cool, ey, so schön, dich hier zu haben. Ich freue mich so sehr auf diese Stunde mit einem unglaublich tiefen, spannenden, breiten Thema. Hey, wie hören wir Gottes Stimme? Aber zuerst mal, Andrea, gerade mal eine Frage. Hey, wir haben jetzt so eine Gebetsserie hinter uns gehabt und hast du in dieser Serie was mit Gott erlebt oder allgemein, wie lebst du auch das Gebet für dich? Also wir hatten ja Gebet und Fasten gehabt, ne, die erste Woche, und das habe ich dann auch gemacht und das war ziemlich krass, weil ich war dann ziemlich schlapp und K.O. und genervt und habe gedacht, oh Gott, das gefällt dir? Das gefällt dir, wenn ich so bin? Und ich glaube aber, ich war dann so abhängig von Gott. Und das gefällt ihm. Das gefällt ihm. Und es geht nicht darum, dass ich super, truppe, alles manage, alles mache und mich selbst manage, sondern dass ich abhängig bin von ihm. Und das ist mir sehr tief eingefahren. Und so habe ich ihn erlebt auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Und wir haben hier das Thema, ne? Wie höre ich Gottes Stimme? Und das ist Hardcore. Hardcore ist Fasten. Dann hört man Gottes Stimme. Genau. Ja. Ja, mit mir ist der Timo Meyer. Du bist angestellt ICF Kids. Ne? Genau. Und was gefällt dir denn da so mit den Kids? Mit den Kids? Hast du schon immer Kids auf dem Herzen gehabt, dass du gesagt hast, das ist mein Ding? Oder? Ja, ich bin einfach so, die Kids, die haben noch so was Unverfälschtes, Ja. weißt du, die sind Ja. noch nicht geprägt, die sind noch nicht da, das geht oder das Ja. geht nicht, sondern die sehen die Bibel, die akzeptieren Ja. das, und da kannst du einfach reingeben. Das ist eine Ja. Riesenverantwortung, weil die Ja. prüfen ja noch nicht alles, aber so schön mit denen Gott zu erleben, diesen Kleinen, und ja, ich sehe auch so Gottes Wesen in all diesen kleinen Kindern. Ja, so Voll. gut. Und würdest du sagen, die hören Gottes Stimme besser? Hey, das ist so schön. Wir haben ja eigentlich als ganze Kirche diese Gebetsserie gehabt jetzt, also von den Kleinsten bis zu den Ja. Großen. Und ich bin bei den ziemlich kleinen Kindern, 3 und 4 Jahre. Und wir haben eigentlich wir dürfen ja nicht mehr singen zusammen leider, aber statt zu singen haben wir eigentlich immer zusammen auf Jesus gehört und haben So uns gut. einfach vorgestellt, wie So wir in seine Gegenwart kommen. Und diese Kinder, die haben noch keine Barrieren, die glauben Ja. einfach, und das ist Ja. so unglaublich, Ja. wie Jesus denen begegnet, wie Jesus zu ihnen spricht, durch Bilder, durch Worte. Und ja, das wünsche ich auch dir und mir Ja, für heute, genau. für diese Hour of Prayer. Genau. Genau. Und das ist unsere Einladung. Ne? Das ist die Einladung vom Vater heute. Wir dürfen Kind sein. Wir dürfen wirklich ihn fragen. Und ich habe mal zu Gott gesagt, Gott, du sagst gar nichts mehr. Und dann hat er zu mir gesagt, du fragst ja auch gar nichts mehr. Und das ist, Entschuldigung, auch so ein Ding. Wir dürfen ihn wirklich alles fragen. Alles fragen. Und es erinnert mich gerade, als mein Sohn so klein war in dem Alter, hat er zu mir gesagt, Mami, kann Gott eigentlich einen Delfin in einen Wal verwandeln? Und ich so, weiß ich nicht, frag ihn mal. Und dann hat er ihn gefragt und dann habe ich gesagt, und was hat er gesagt? Er hat gemacht, ho, 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 ho. Und das war nicht so schön. Das ist einfach so, ich so, ja, Gott, du bist einfach cool. Der hört sich sogar diese Dinge so Genau, gerne an und sagt genau. was dazu. Genau. Wir haben ja bei der Message so einen schönen Clip gehabt zum Ja. Starten, wo wir eigentlich dieses Bild so gut sehen, wie es Gott liebt, eigentlich, dass wir in seine Gegenwart kommen und wie er mit uns sprechen möchte. Und ich würde sagen, schauen wir uns den doch gleich mal Unbedingt. zusammen an. Hey, ich finde das Bild einfach so stark von Gott, der dieser Baum ist, und wir haben freien Zugang zu diesem Hörer. Und ich glaube aber, da gibt es ja immer gewisse Dinge, die uns eben daran hindern können. Das haben wir auch schon in der Message vom Sonntag gesagt. Hey, wenn ihr die noch nicht gehört habt, schaut sie euch unbedingt Ja. noch an. Das ist ein guter Aufbau.
Aber lasst uns zuerst zusammen doch einfach all diese Dinge wirklich bei Jesus ablegen, die uns wirklich verhindern können. Und was ich auch noch gerne erwähnen möchte, wir haben hier schon ein paar Gebetsanliegen im Chat drin gesehen und wir haben leider nicht immer die Zeit, auf alles einzugehen. Wir haben auch schon für einiges gebetet, aber auch wenn ihr im Chat seht, dass andere Leute entweder Gebetsanliegen reinschreiben oder selber Gebetsanliegen haben, hey, macht damit mit. Wir wollen das als ganze Community zusammen machen. Wir können uns stärken durch Gebet und ich finde das so schön, dass ihr diese Anliegen in den Chat schreibt, weil so können wir wirklich füreinander einstehen. Genau. Und das ist heute auch ein interaktives Setting, was wir haben. Das heißt, wir beten wirklich zusammen, wir hören zusammen. Ihr könnt wirklich auch in den Chat dann schreiben, was ihr hört. Das einzige Kriterium ist, dass es ermutigend ist und mit der Bibel übereinstimmt. Und dann, genau. Unbedingt. Ja gut, hey, möchtest du gleich mal starten und dass wir wirklich Jesus diese Dinge abgeben können, die uns daran hindern? Was kann das denn zum Beispiel sein, was da im Weg steht? Ich glaube, was oft sein kann, ist, dass ich in so einem Modus bin und sage, ja Gott, ich habe dich noch nie gehört, ich höre dich nicht. Andere haben die schönsten Bilder in meiner Small Group, in meinem Hauskreis und ich habe immer nur blank, ich sehe gar nichts oder ich sehe komische Sachen. Und ich glaube, das kann so eine Festlegung sein, so eine Einstellung sein, wie ich das auch mal hatte mit dem Handy. Da hatte ich das auf Flugmodus eingestellt und dann bin ich den Tag über unterwegs gewesen, schaue auf mein Handy abends und denke, wie, keine Message. Fällt mir ein, ich habe sie auf Flugmodus. Und das ist, glaube ich, oft, sind wir auch in so einem Flugmodus, das heißt, irgendeine Einstellung ist in uns oder wir sind im Fluchtmodus oder wir sind in einem, komm mir gerade nicht zu nahe, Gott, es ist mir gerade alles zu viel und jetzt auch nicht noch irgendwelche Ansprüche. In so Modus können wir sein, aus Angst oder aus Lügen oder aus irgendwelchen Festlegungen. Und das wollen wir jetzt gerade vor Gott bringen. Genau. Auf jeden Fall. Also Gott, du bist echt so ein Beziehungsgott. Du liebst es, mit uns in Beziehung zu sein. Du hast uns geschaffen und du hast dir ein Gegenüber gewünscht. Und du hast es genossen, mit Adam so im Garten spazieren zu gehen und auszutauschen. Das wünschst du dir, dieses direkte Sein mit uns. Und alles, was da uns hindert, überhaupt den Hörer abzunehmen, uns hindert, überhaupt innezuhalten. Danke, dass das jetzt verschwinden muss, dass das keine Macht über uns hat, über unserem Leben. Danke, dass deine guten Gedanken über uns regieren. Danke, dass dein guter Blick auf uns ruht. Und alle Ablenkung und alles, was so in uns steckt, das weicht jetzt im Namen Jesus. Ja, Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du wirklich aufzeigst, was da alles vielleicht auch im Unterbewusstsein ist, das uns blockiert, das verhindern will. Und ich danke dir, dass du das entweder jetzt oder einfach in der nächsten Zeit aufzeigen kannst, dass wir das alles dir abgeben können. Ja. Vielleicht kommt dir jetzt auch gerade was in den Sinn und das kannst du laut aussprechen vor Gott und kannst sagen, Gott, das möchte ich nicht mehr haben. Nimm das weg. Ich will, dass nichts zwischen uns steht. Ja, Jesus, wir danken dir so viel mal, hast du den Weg frei gemacht, hast du eindrücklich gezeigt, wie das Herz des Vaters ist, dass wir wirklich freien Zugang haben, um an deinem Baum, in deinem Schatten, in deiner Gemeinschaft zu leben und wirklich freien Zugang zu haben zu deiner Stimme, dein Herz zu spüren. Ich danke dir, dass wir das alles als Gruppe jetzt erleben dürfen, dass wir wirklich deinen Herzschlag wahrnehmen. Ich segne uns alle mit dem Bewusstsein, dass wir offene Ohren haben im Geist, dass wir sensibel sind auf deine Stimme und dass du wirklich einfach durchsprechen kannst und uns beschenken kannst mit deiner Nähe, mit deinen Worten, mit deinen Bildern, mit was auch immer du geplant hast in dieser Stunde. Und ich sehe jetzt, wie Gott wirklich Angst austauscht mit seiner Liebe. Die Angst, dass wenn er was sagt, ob ich das überhaupt machen kann oder was dann irgendwie kommt. Danke, dass diese Angst jetzt weicht, komplett rausweicht aus deinem Leben, aus dem Herzen und dass seine Liebe jetzt da einkehrt. Und sich ausbreitet. Weil er hat so gute Gedanken über uns. So gute Pläne. Besser, als wir es selbst könnten. Er liebt uns noch mehr, als wir uns selber lieben.
Amen. So Amen. gut, Simon. Hey, so gut, ja, und ich würde eigentlich gern nochmals diesen Hosea 14,9 einblenden. Und das ist ja eigentlich so schön, eben all diese Dinge, die uns eigentlich was anderes einreden wollen, die werden ja eigentlich so oft durch die Bibel entkräftigt, weil die Bibel ist ja die Wahrheit. Ja. Und da sehen wir, Herr, ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr mit mir redet. Ja. Ich bin wie ein prächtiger Wacholderstrauch oder gestern hatten wir ein üppig grünender Baum und bei mir findet ihr reiche Frucht. Und ich finde das so schön eben, dass es auch völlig egal, wie unsere Empfindung ist, das ist die Wahrheit und ich glaube, an der müssen und können, dürfen wir uns festhalten. Ja. Gott ist ein Gott, der es liebt, mit uns zu sein, mit uns zu reden und bei ihm werden wir alles finden, was wir brauchen. Und lasst uns wirklich mit diesem Bewusstsein in diese Stunde eintauchen. Genau. Gott ist wirklich so eine sprudelnde Quelle in uns. Und er hat mal zu mir gesagt, er ist Lebensqualität. Nicht Lebensqualität auch, aber auch die Quelle in uns. Das heißt, er sprudelt und er möchte sich uns mitteilen. Das heißt auch in der Offenbarung, seine Stimme ist wie so ein Wasserfall. Er ist einfach so wohltuend, so stark und so besonders. Ja. Eine Voraussetzung oder eine Hilfe ist natürlich, wenn wir innerlich zur Ruhe kommen. Wenn wir innerlich sagen, okay, jetzt mache ich mal gerade Pause und Gott, ich höre jetzt, was du sagst. Weil oft sind wir im To-Do-Modus. Ach, das ist auch noch witzig, was er heute Morgen noch gesagt hat. Er hat gesagt, wir Menschen haben viele To-Do-Listen, aber er hat eine Can-Do-Liste. Also alles, was er tun kann. Und dass wir uns das auf unsere Liste schreiben, was er alles tun kann. Und das liebe ich an ihm. Oh, ich liebe seinen Humor, wirklich sehr. Und eben das ist ein Thema, dieses Gottes Stimme hören, das liebe ich so dermaßen, weil mir ist es viel wichtiger zu hören, was er sagt, auch im Gebetstreffen, als das, was ich sage. Weil wenn er sagt, ein Wort spricht, dann passiert es. Wie mein Mann hat das Beispiel mal gebracht und unseren Kindern so erklärt, also Gott kann nicht lügen. Und wenn er sagt, das Papier ist weiß, obwohl es schwarz aussieht, dann wird es weiß, wenn er spricht. Und das gefällt mir. Das gefällt mir, weil Gott, wenn er redet, dann verändern sich die Dinge. Das heißt, es ist nicht nur, er sagt seine Meinung, sondern er verändert gleichzeitig etwas. Und deswegen finde ich seine Stimme so kraftvoll und powerful. Deswegen liebe ich es so. Das ist wirklich so, das ist so ein schönes Bild mit diesem Papier. Ja. Und ich glaube, was ja auch wichtig ist, es gibt ja die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt. Und häufig existieren die Dinge bereits in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt und wir sehen vielleicht noch was ganz anderes. Und wenn wir dann an Gottes Reden festhalten, dann dreht sich das vom Unsichtbare ins Sichtbare. Genau. Und eben, wir dürfen uns einfach nicht zu stark blenden lassen von dem, was wir wahrnehmen, sondern hey, Gott, der hat Wahrheit, der hat die Kraft, alles zu verändern. Ist so. Can-Do-Liste ist cool. So gut. Und er sagt wirklich, Gott kommt und schweigt nicht. Da haben wir auch einen Vers dazu. Genau. Das ist im Psalm 50, Vers 3 steht das. Er kommt und er schweigt nicht. Und das ist auch eine Zusage, wo wir sagen können, Gott, das hast du gesagt. Du hast gesagt, dass du kommst und dass du mit uns redest. Genau. Das ist wirklich cool. Ich habe Gott mal gefragt, was für eine Eigenschaft er besonders am Menschen liebt. Timo, was glaubst du denn, was Gott so liebt für eine Eigenschaft? Ihr könnt auch in den Chat schreiben, was ihr meint, was für eine Eigenschaft Gott am meisten liebt. Hey, cool, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was sicher etwas ist, das Gott sehr wichtig ist, das ist einfach so der Gehorsam. Also ich glaube zum Beispiel bei David hat er auch gesagt, hey, das ist ein Mann nach meinem Herz, weil er alles tut, was ich ihm sage. Ja. Und ich glaube, für mich ist das wie so der Gehorsam. Das sagt ja zum Beispiel Jesus, sagt ja auch so, hey, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Ja. Und das sagt er zum Teil sogar mehrmals hintereinander. Und das ist für mich ist das wie so die Liebessprache, die ich mit Gott entwickelt habe. Ja, genau. Was ist deine Meinung? Also hier im Chat finde ich es ja noch interessant, da steht Kreativität. Und das glaube ich auch. Liebe macht einfach kreativ. Und Hingabe, und das finde ich auch ganz stark, zu sagen, ey Gott, hier bin ich komplett. Das ist wirklich, Treue auch. Ja, voll. Wahrscheinlich kann man gar nicht sagen, the top. Also er hat uns ja geschaffen. Also was er zu mir gesagt hatte, war, er mag Nahbarkeit. Das heißt, wenn wir ihm nahe kommen. Er mag es, wenn wir wie
wie Kinder keine Angst haben, sondern wirklich und sagen, ich brauche dich, ich will dich ganz nah. Und er freut sich so über die Nähe. Er ist ein Gott, der uns nahe kommen will. Und das hat mich selber so gefreut, wie ich so, das willst du? Das? Okay, das ist machbar. Genau. Und das heißt nicht, wir müssen top, super gute, perfekte Christen sein, sondern ich will die Nähe mit dir haben, ich will die Zeit mit dir haben. Und das genießt er jetzt auch gerade, weil du hast eingeschaltet und du sagst, Gott, ich will dir nah sein. Und genau das freut ihn jetzt so dermaßen. Und ich glaube, er hat wirklich was vor, was er dir sagen will heute. Unbedingt. Und ich finde das auch so spannend. Ich habe Gott schon so oft, habe ich eigentlich wie so Zeiten frei gemacht, in denen ich einfach etwas für ihn tun wollte oder mit ihm. Ja. Und dann habe ich ihn so oft gefragt, hey Gott, was willst du machen? Und so oft hat er einfach gesagt, ich will mit dir sein. Ja. So, es ist ihm eigentlich völlig egal, was du machst. Er will einfach mit dir Zeit verbringen. Er liebt es, Gemeinschaft zu haben. Und das passt ja auch so zu dem Vers, den wir eigentlich auch in der Message hatten. Hey, wenn du mehr von Gott willst, dann sei einfach ganz mit dir, weil er ist ganz mit dem Mann, natürlich auch mit der Frau, die ganz mit ihr oder mit ihm ist. Und ich finde das so schön, das ist doch eigentlich so eine herrliche Einladung, das zeigt auch so, hey, wir müssen nicht zu super geistlichen Megachristen werden, die 8 Stunden beten am Tag, sondern sei einfach ganz bewusst bei allem, was du machst, mit ihm, bei ihm, denk an ihn, rede mit ihm und er wird mit dir sein, er wird zu dir sprechen, er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Ja, so ist es, genau. Ja, also ein Punkt ist wirklich, dass wir uns Zeit nehmen und in die Ruhe kommen. Und du hast das so gut erklärt, wie du in die Ruhe kommst. Ich fand das so gut in der Message, wirklich zu sagen, ey, ich nehme mir die Zeit, weil Gott, du bist mir wichtig. Willst du darauf eingehen? Ja, das ist echt ein spannender Punkt, weil ich habe eigentlich immer so gemerkt, so hey, irgendwie so mit meinem normalen Leben mit Gott, so es hat wie meine Bedürfnisse nicht so zutiefst befriedigt. Ich habe immer gedacht, hey, da muss doch mehr sein, aber ich wusste nicht was. Und dann hat mir Gott wieder durch ein paar Bücher gezeigt, hey, das kontemplative Gebet ist was für dich. Ja. Und ich dachte zuerst, was ist denn das? Und das ist eigentlich genauso diese Ruhe, in der du eigentlich also es ist auch nicht so, wenn wir einfach auf Gott hören, dann haben wir oft eine Frage oder irgendwas und beim kontemplativen Gebet ist das eigentlich ein bisschen anders. Da versuchst du eigentlich wirklich komplett in die Ruhe zu kommen und du sagst eigentlich nicht, Gott, ich möchte dies, ich möchte das, sondern du sagst einfach, hey Gott, ich verschenke meine Zeit, mich selber dir in dieser Zeit, komm du, mach du, was du tun willst. Und das machst du ohne irgendwelche Erwartungen. Das heißt, du darfst dann auch nicht traurig sein, wenn einfach mal eine halbe Stunde nichts kam, weil du möchtest wirklich einfach Gott zeigen, hey, ich bin mit dir, ich will ganz mit dir sein. Und das Krasse ist ja auch, wenn wir einfach so in die Ruhe kommen, häufig sind das, was uns eigentlich hindern daran, Gott zu hören, unsere eigenen Gedanken, weil die sind ja permanent am Laufen, am Drehen und beim kontemplativen Gebet versuchst du eigentlich sogar mal deine Gedanken einfach herunterzufahren, dass du eigentlich wirklich mit Geist, Seele, Körper in die Ruhe eintauchen kannst und dass Gott eigentlich dich mit dem füllen darf, was du möchtest. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber hey, die Gedanken runterzufahren, das ist ziemlich hart, weil das ist unser Gehirn so nicht gewohnt. Ja. Und ich hatte so lange einfach mal üben müssen, bis da mal einfach ein bisschen Ruhe kam. Und ja, ich ermutige dich, wir probieren das jetzt auch gleich mal zusammen aus. Aber ich ermutige dich auch, hey, vielleicht bringst du es jetzt nicht gleich so auf die Reihe, wie du dir das vorstellst, aber nimm dir die Zeit, weil ich glaube wirklich, wenn wir in diese Ruhe kommen, dann kann Gott kommen und uns mit dem füllen, was er möchte. Ja. Und ich glaube, das ist auch so der größte Unterschied zu so der Meditation von Fernost oder so und so wie einer göttlichen Meditation. Bei Fernost, da versuchst du irgendwie selber im Mittelpunkt zu stehen, selber irgendwie, und bei der göttlichen Meditation da kommst du zwar zur Ruhe, aber du lässt dich von Gott füllen, du bist auf ihn fokussiert. Ja. Und hey, nehmen wir doch uns einfach mal 2-3 Minuten Zeit, wo wir einfach vor Gott kommen, einfach in diese Ruhe eintauchen. Und ich finde es auch immer sehr schön, ich starte eigentlich immer mit einer Widmung, so hey Gott, mach du einfach, was du willst. Und ich sage ihm so häufig auch sehr so, gut. Hey, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, du weißt, was dran ist, du weißt, was ich brauche. Ja. Und ich glaube, in dieser Zeit kann Gott verändern, kann Gott Wunder tun, kann Gott sprechen in verschiedensten Arten und Weisen. Und ich ermutige dich, lass uns jetzt einfach ein bisschen in die Stille gehen. Und wenn du zu viel abdriftest, dann hilft es manchmal auch, wenn du dich ein bisschen auf deinen Atem konzentrierst oder irgendwas. Das kann wie so ein Anker sein, der die Gedanken ein bisschen, dass du nicht einfach abschweifst. Und ja, Gott, ich danke dir,
dass du sprichst. Ich danke dir, dass du sprechen möchtest. Und wir wollen dir jetzt einfach ein paar Momente unserer Zeit schenken, ohne irgendwelche Wünsche, ohne irgendwas, das wir erwarten, sondern einfach mit dem Fokus, dass du das tun darfst, was du möchtest. Und wir kommen jetzt einfach im Glauben und voller Zuversicht und ohne Angst vor dich. Hey, so gut. Und vielleicht hast du es jetzt in diesen 2, 3 Minuten schon gesehen, hey, unsere Gedanken, die laufen wie wild. Und ich ermutige dich einfach, probier das aus mit Gott zusammen. Lass dich auch auf was Neues ein. Und was ich auch sehr stark gemerkt habe, gerade in dieser Zeit, das ist auch so eine krasse Möglichkeit, um wirklich in einen Frieden zu kommen. Weil ich habe gemerkt, hey, so viele Dinge, die laufen irgendwo im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein ab. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, hey, nimm dir so eine Zeit, das muss ja nicht ewig sein, einfach am Morgen und am Abend, um ganz bewusst eigentlich diesen Kreis zu durchbrechen, um einfach in die Ruhe, in den Frieden Gottes zu kommen. Und das ist auch was ich so schön spüre, hey, auch wenn Gott jetzt nicht einen 5-seitigen Roman mir vorliest in dieser Zeit, merke ich doch, wie ich einfach in seinem Frieden und in seiner Gegenwart ruhen kann. Und das ist so, so wertvoll. Ja, ja, genau. Und jemand hat geschrieben, ich bin da, ich bin doch da, ich sehe dich. Ich glaube, das sagt Gott jetzt wirklich zu dir. Ich bin doch da, ich sehe dich. Und es kommt gut. Es kommt so gut. Weil wir sind da zusammen drin, in allem. Und was ich noch hatte in der Zeit, also ich habe es auch sehr genossen. Ich liebe es auch, sowas zu machen. Und es war vielleicht das längste, was online in der Stille überhaupt mal. Das ist eine Herausforderung. Ja, weil man denkt, es muss was gehen, es muss was laufen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu, sogar dich selbst. Und das ist, was Gott sagt heute. Ich bin gespannt, was er noch mehr sagt. So schön. So bin sehr gespannt. Und es hat auch mal jemand gesagt, Gott klopft ganz oft an unsere Herzenstür, aber wir sind oft nicht zu Hause. Und das kenne ich auch von mir. Ich bin auch gerne überall und nirgends und eigentlich da noch und hier und hm. Und Gott klopft vielleicht an, wir sind gar nicht da. Ist gar niemand da, hallo. Ne? Und das hilft uns wirklich zum Ankommen. Ne? Und der Augustinus hat auch gesagt, unsere Seele, die sucht und die sehnt sich danach, bis sie Ruhe findet bei dir, Gott. Und dieses Ruhe finden, das ist die Einladung von Gott. Komm in meine Ruhe, komm zu mir, komm zu Papa. Ja, genau. Ja. Ja, und ich glaube ebenso, das hatten wir auch ein bisschen in der Message schon thematisiert. So oft haben wir irgendwie so unsere Sehnsüchte oder unsere Dinge oder wir haben das Gefühl, wir wüssten selber, was jetzt dran oder gut ist. Und ich glaube, das hat zum Beispiel die häufigsten Punkte, wo ich Gott nicht gehört habe, waren eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich will zu dem was hören, ich brauche das oder dieses.
Und irgendwie hilft mir auch diese Gebetsform so, das zu durchbrechen und einfach zu sagen, hey Gott, guck, ich vertraue, dass du alles im Griff hast, dass du weißt, was dran ist. Und einfach wirklich unseren Fokus aus unserer kleinen Welt so auf diesen wunderbaren Gott zu richten. Ist so. Ja, genau. Ja, was sind denn so Punkte, wie wir Gott hören? Vielleicht wollt ihr es auch mal in den Chat schreiben, was kennt ihr denn? Wie spricht Gott, wie hat Gott schon mal zu dir geredet? Es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen. Wir haben ja einen ganz kreativen Gott, der gerne redet. Nicht nur auf einem Kanal, sondern auf vielen Kanälen. Ja? Genau, teilt es unbedingt auch mal mit. Was ist bei dir so die häufigste Art, wie Gott mit dir spricht? Wie er redet? Die häufigste, ich kann es gar nicht so genau sagen, die häufigste. Also viel ist, wenn ich in Sprachen rede. Das ist schon, dass ich dann merke, das hat auch sowas mit Gehirn ausschalten zu tun und mit Gedanken loslassen und mich selber loslassen. Dann höre ich ihn klarer durch sein Wort auch. So cool, ja. Sein Wort ist, glaube ich, wirklich auch ein Riesenschlüssel, ja. Das ist so, ich meine, das Wort ist so wichtig einerseits, weil man eigentlich Gottes Reden in schriftlicher Form hat. Ja. Und das ist unfehlbar. Ich meine, wir können immer Fehler machen, wir können immer mal was falsch interpretieren, aber Gottes Wort, das steht. Und was auch so wichtig ist, ist eigentlich, wenn wir Gottes Wort kennen, dann können wir eigentlich alles andere auch daran prüfen, weil Gott widerspricht sich nie selbst. Und ich glaube wirklich, je besser du Gottes Wort kennst, desto besser kannst du interpretieren, hey, höre ich hier Gottes Stimme oder vielleicht eher nicht. Ja. Und ja, eben durch die Bibel spricht ja auch so unglaublich viel. Ja, und hier sagt ihr auch gerade im Chat, durch meine Kinder, durch Bilder, durch sein Wort. Genau, so ist es. Ja. Er spricht in mein Herz, durch Eindrücke. Und das ist ja auch so die Sprache des Herzens, ist ja Bilder, das ist die Seelensprache. Durch Träume spricht er in der Nacht. Durch Worship, durch Songs, genau, steht ja auch, ja, genau. Ja, durch Songs finde ich auch wirklich so eine schöne Möglichkeit. Eben, wir haben das vorher schon ein bisschen besprochen. Bei mir ist zum Beispiel beim Song nicht wirklich, dass ich da vielleicht neue Erkenntnisse oder irgendwas bekomme, aber so oft, wenn wir solche Wahrheiten in gesungener Form hören, dann denke ich nachher plötzlich einfach so, boah, stimmt, und diese Wahrheit, die eigentlich vielleicht sonst nur meinen Verstand berühren würde, die sinkt wie in mein Herz, die berührt meinen Geist, und ich ermutige dich auch da, hey, nimm dir doch mal einfach Zeit, wo du einen Worship-Song, den du magst, einfach hörst und du sagst einfach, hey, Gott spricht zu mir, du legst dich hin, du lässt es einfach auf dich wirken. Ich glaube auch Musik, das ist ja wirklich auch von Gott geschaffen, dass es uns wirklich tiefer berührt als nur unseren Verstand. Genau, das ist, was auch im Himmel passiert, ne? Ja, genau. Und es schreibt noch jemand durch Natur und durch andere Menschen, genau, ja. Durch Worship-Songs und Predigten sogar. Ja. Sogar. Timon hat so gut gepredigt am Sonntag, wer es nicht gehört hat, nicht gesehen hat. Danke. Genau. Ja, also wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch, würde ich sagen. Durch sein Wort. Es heißt ja, dass sein Wort kommt nicht leer zurück. Jesaja 55, sondern es bewirkt, was er will und wozu er es ausgeschickt hat. Und wenn du sagst, ja, also ich höre Gottes Stimme nicht wirklich, auch nicht akustisch. Weiß nicht, hast du schon mal akustisch gehört? Nein, akustisch nicht, noch nie. Ja. Nee, gell, ich auch nicht so. Aber ich kann euch einen Trick verraten. Ihr könnt die Bibel laut lesen und dann hört ihr ihn laut. So gut. Und ich habe wirklich im letzten Jahr habe ich die Bibel laut gelesen und Gott hat noch nie so viel zu mir gesprochen wie in 2020, weil ich wirklich so durchgelesen habe. Es war so powerful und ich habe Verse gelesen und ich war geflasht von Versen, über die ich sonst drüber gelesen habe. Also es ist ganz, ganz stark, finde ich das. Ja, das mache ich auch immer wieder, und ich meine, man sieht ja, also ich mache es eigentlich immer so, und man sieht ja in der Bibel auch so oft, dass Worte Kraft haben. Ja. Und gerade auch, wenn wir entmutigt sind oder eine schwere Zeit haben, wenn wir Gottes Wort laut aussprechen, das macht was mit der Atmosphäre um uns herum, und es berührt dich einfach auch noch mal tiefer, wenn du es auch hörst und nicht nur liest. Genau. Und hey, lass uns doch auch einfach mal jetzt Gottes Wort zu uns sprechen, weil ich finde es ja auch so spannend, wenn wir einfach... Ich meine, ich bin so jemand, ich lese sehr viel und sehr gerne, und dann lese ich zum Teil auch viel in der Bibel und große Stücke an einem Tag, aber dann bist du eigentlich immer in der Gefahr, dass du das einfach mit deinem Verstand durchratterst. Ja.
Und ich glaube, wenn wir gewisse Bibelverse auch mal nehmen und die einfach durchkauen, wenn wir nur einen Vers vielleicht in einer Viertelstunde durchgehen, hey, dann beginnt das unseren Geist anzusprechen, dann sinkt das auch tiefer. Ja. Und ich habe das zum Beispiel auch gerade letztens mal mit dem Psalm 23, so der Herr ist mein Hirte, so das habe ich schon so oft gehört, aber plötzlich begann ich mal über diese Wahrheit zu meditieren, so was heißt das alles? Und dieses Bewusstsein hat sich langsam so in mich reingelegt. Und ich ermutige dich, nimm jetzt einfach, wir nehmen uns kurz Zeit, du kannst entweder auf Gott hören, welcher Vers dran ist, oder du kannst einer deiner Lieblingsverse nehmen und den ganz neu entdecken. Und für die, die nichts haben, blende ich hier nochmal den Hosea ein, 14,9, dann kannst du auch den einfach mal durchgehen und schauen, ob dir Gott da was ganz Neues dran zeigt. Genau. Lasst uns 1-2 nehmen. Ja, genau. Was highlightet dir der Heilige Geist jetzt für den Bibelvers? Den kannst du in den Chat schreiben. Oder vielleicht nimmst du einfach deine Bibel, blätterst mal durch und sagst, Heiliger Geist, highlighte was für mich. Hey, so cool. Hey, schreibt unbedingt in den Chat, welcher Vers hat euch angesprochen oder was aus dem Vers. Ich war jetzt gerade bei Hosea 14,9 und das ist mir wie so entgegengesprungen, dass Gott sagt, hey, nur bei mir findet ihr reiche Frucht. Ich finde das so spannend, weil das heißt ja eigentlich wirklich alles, was wir wirklich brauchen, was wirklich Fülle ist, das ist nur bei ihm, das gibt es in nirgendwas sonst. Und wir haben ja gestern in der Message auch so ein bisschen darüber geredet, diese faulen Früchte, die so häufig, ja, gaukelt uns die Welt vor, hey, mach das oder dies oder ich brauche jetzt jenes, aber eigentlich die Sehnsucht dahinter, die können wir nur bei Gott stillen. Das finde ich so schön. Ja. Das hat dich so angesprochen. Ja. Hier steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Genau. Ich hatte den Vers, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also, ich weiß nicht, wo er steht, aber er steht in der Bibel. Und ich glaube, das ist die Einladung auch von Gott zu sagen, okay, ich strecke mich aus, Gott, nach dir. Ich strecke mich aus, was du für mich hast in der Zukunft. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich weiß, ab heute beginnt ein cooles Leben mit dir. Und du hast das Sagen bei mir. Und wir werden in eine Kommunikation starten wie nie zuvor. Amen. So schön, so passend. Ja, mega. So gut. So, kommen wir mal zu der nächsten Art. Das ist ja für viele ein herausforderndes Thema, das Sprachen- oder Zungenreden. Und ich weiß nicht, was dir das sagt. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht nicht. Ja. Und einfach zu Beginn wollen wir da mal einen Bibelvers einblenden, wo es eigentlich darum geht. Und da sehen wir, so ist es auch mit den... Oh nein, warte, das ist jetzt noch nicht der... Ah ja, der. Entschuldigung. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Und du hörst ja Gottes Stimme sehr klar beim Zungenreden. Und erzähl uns doch einfach mal, wie du das so erlebst und erfährst. Also, ich mache das häufig mit Freundinnen zusammen.
Das heißt, wir beten in Sprachen und hören einfach, was er sagt oder was für ein Bild er uns gibt dazu. Und das ist so ermutigend. Und da in diesem Punkt möchte ich dich auch ermutigen, wenn du sagst, oh, mir fällt es allein so schwer. Hey, such dir jemanden, mit dem du das zusammen machen kannst. Weil dann ist der Fokus schon mal, hey, wir fokussieren uns zusammen und da ist jemand anders und genau, wir hören Gott zusammen. Und das hilft mir mega. Und einfach auch, weil ich nicht denken muss, sondern einfach auch auf Empfang stellen kann. Das hilft mir auch. Und da kannst du einfach, wo du bist, beim Einkaufen jetzt mit Maske sowieso. Also du kannst eigentlich immer in Sprachen reden. Also. Stimmt. Das kann man auch leise machen. Das muss nicht immer und in laut sein. Sprachen singen, das liebe ich im Fall. Das liebe ich im Fall, weil ja, das ist einfach mega schön. Das ist ein Geschenk von Gott. Wenn du sagst, ey, das habe ich ja, da habe ich ganz unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema und da spalten sich ja wirklich auch die Gemüter. Dann sage ich dir, es ist ein Geschenk von Gott, du kannst es nehmen, du brauchst es aber auch nicht nehmen. Und das ist einfach eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, mit Gott zu kommunizieren, also total easy. Wie hast du denn Sprachenrede kennengelernt oder wie hast du angefangen damit? Oder? Ja, also bei mir ist es eigentlich auch so, vor allem aus dem Wunsch heraus entstanden, weil ich habe so gemerkt bei der Fürbitte, ich bin wie nicht jemand, der mich einfach 30 Mal wiederholen kann und da habe ich wie gemerkt, hey, die Sprachenrede habe ich eigentlich wie aus dem Wunsch heraus mit Gott zusammen entdeckt, dass ich eigentlich wie in seinen Worten beten kann und so häufig habe ich habe wie so ein bisschen sehr Respekt davor, so Gott meine Meinung oder mein Ding überzustülpen, weil ich will wirklich nicht, dass passiert, was ich will oder das, was ich denke, das gut ist. Und ich denke einfach so, auch wenn du Sprachen redest, dann kommst du genau zu dem Ziel, an dem Gott dich willst. Du kannst genau das aussprechen, was dir vielleicht selber nicht mal in den Sinn kommt. Oder auch in Situationen eben, wo ich selber keine Ahnung mehr habe, was gut ist, was ich überhaupt brauche, da benutze ich das. Und bei mir ist eigentlich ich habe einfach so, das ist ja wie der Verstand, der sagt dir so, hey, was machst du denn da? Und bei mir war es wie einfach so wirklich ein Vertrauen, so hey Gott, ich vertraue dir und habe das eigentlich wirklich so im Vertrauen auf ihn einfach angefangen. Und das ging dann immer besser und mittlerweile ist es eigentlich auch, wenn du es dann halt mal ein bisschen gemacht hast, dann wird es ganz natürlich und ja, das war so mein Zugang dazu. Und ein Beispiel kann ich auch sagen, Entschuldigung, der John Bevere war das, glaube ich, der hat gesagt, wenn du eine Entscheidung treffen musst und nicht weißt, du hast Plus, Minus, Vorteile, Nachteile, alles abgewogen und du weißt es von deinem Verstand nicht und du suchst Gott, dann bete 5 Minuten in Sprachen und danach weißt du es, hat er gesagt. Und dann, bei uns war das konkret der Fall, ob wir nach Zürich gehen, wir hatten ein Jobangebot, mein Mann hatte das und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, wir machen das, wir beten jetzt 5 Minuten Sprache, wir waren dann mit dem Kinderwagen unterwegs, da waren wir noch in München, sind da lang und dann haben wir in Sprachen gebetet, waren sogar zwischendurch noch einkaufen und weiter in Sprachen und danach habe ich so zu ihm gemeint, und, hast du was? Er so, nö. So, hast du was? Ich so, ja, ich habe eine Freude, ich habe echt so eine Freude gekriegt, nach Zürich zu gehen. Und dann haben wir es wirklich gemacht und es hat sich bestätigt und es war wirklich mega cool. Ja, und eben ich glaube, was wirklich wichtig ist, ich meine, Jesus will dich nie zu was drängen, das dir unwohl ist. Und ich glaube, wenn du das möchtest, dann sag's ihm und dann wird er dir eine Freude geben oder was auch immer sehr helfen kann. Ey, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die das haben, da weißt du, hey, die werden es lieben, mit dir darüber zu sprechen. Die werden es wahrscheinlich auch mit dir zusammen üben oder einfach, genau, Gott fragen. Genau. Hier heißt es, ich kann jedoch nicht in Sprachen beten und dann, gute Frage. Wenn du das willst, dann können wir jetzt beten für dich, dass du das empfängst. Ja, lass uns das tun. Willst du gerade? Come on. Ja, ich danke dir so viel mal, Gott, dass du wirklich der Gott der Gnadengaben bist und du sagst, wir sollen uns danach ausstrecken und das wollen wir jetzt tun und wir beten einfach im Glauben für alle, die jetzt da draußen sind, das gerne empfangen möchten, dass du wirklich kommst und dass du, Heiliger Geist, das einfach ganz natürlich zum Flowen bringst, dass du das ganz natürlich einfach in die Leute reinlegst und ich danke dir, dass du wirklich uns auch eine riesige Freude, deine Sicht auf das Ganze gibst und ich
binde auch alles, das da irgendwie verdrehen will, das da Ja. irgendwie Lügen reinbringen will. Und Ja. ich danke dir, dass wir wirklich Ja. deine Entspannung, deinen Frieden und deine Freude über dieser ganzen Sache haben können. Und danke, dass wir einfach unsere Hand ausstrecken Ja. dürfen und du, Vater, uns in deiner liebenden Art da reinführen wirst. Danke. Ja, genau. Und das ist wie ein Kind, einfach den Mund aufmachen und anfangen, einfach mal ein paar Worte auszusprechen, was immer dir kommt. Es klingt vielleicht erstmal komisch für dich oder dein Verstand sagt, das denkst du dir alles aus, aber einfach mal die Gedanken fahren lassen und das ausprobieren. Wir probieren das mal richtig aus gerade. Ihr alle, die ihr in Sprachen betet, dürft gerade mal mitbeten. Die ihr das neu probieren wollt, könnt gerade auch mitbeten, weil es hilft, mit anderen mitzubeten. Okay? Und wir beten jetzt einfach mal in Sprachen. Du Ja. betest eine Runde, dann bete ich eine Runde und wir hören dabei, was Gott sagt. Okay? Rashmala rasekre meshaira masol rashengara masei lereheshkara masatra bashol ragasangara mashel resegeira masho hasma rashel resegera mashokara masei el rebeshengara masokra tashuira masatra bashengere maso allara mashekeira masel regeshkangara maso el ramashetre besei la ragashkru masatra gasengere masho. Shera karasu ayanyana sheke, era karasika sho oroka sanyanake eashia, ria nora karaseka shasanyara karaseka, hu ayanyane kashea, ora karashi asashanyarako, ru ayanyane kasee, he arora karashanya, roka shasanyara karaseka. Lass die Quelle aus dir sprudeln. Shera karasira karashora karaseka nananarasha. Huayanyana. Era karaseka. Rura karasha. Hey, so cool. Ich hoffe, wir konnten dich ermutigen, da vielleicht auch mal so Unbekanntes zu betreten, vielleicht auch mal was abzulegen, was dich hindert, aber eben, nimm einfach Jesus mit rein, wenn du dich noch nicht wohlfühlst. Genau, genau. Dann kommen wir zur nächsten Art. Das sind ja die Träume. Hey, das ist ja auch, das sieht man zum Beispiel eben bei Josef ganz klar, wie Gott da durch Träume gesprochen hat. Ja. Und das ist ja auch heute noch eine Art, wie es eigentlich Jesus liebt zu sprechen. Und in meinem Leben merke ich zum Beispiel extrem stark, dass ich eigentlich Träume in dem Maß empfange, wie ich wirklich auch bereit bin und wie ich dem eigentlich wie auch Gewicht oder Wert gebe. Also wenn ich zum Beispiel, zum Teil hat mir eigentlich Gott verschiedene Träume gegeben und ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben. Ich habe es eigentlich nicht groß beachtet, weil gerade so viel los war. Und dann hat das auch abgenommen. Und wenn ich das wirklich genommen habe, wenn ich mich hingesessen habe, Jesus, was willst du mir damit sagen, dann kam das wieder vermehrt. Ja. Und eben, das kann ganz unkompliziert sein. Zum Beispiel heute Nacht hatte ich gleich einen Traum, da war ich wie auf so einem Sprungturm, Sprungbrett im Schwimmbad und es war wie so ein 5-Meter-Brett und vorne dran hat es gleich so eine Wand gehabt und ich war eigentlich wie so da, wollte runterspringen, aber das war nur so ein dünner Spalt zwischen dieser Wand vorne dran und wo ich runterspringen konnte und ich hatte Angst und dachte mir, hey, ich schlag da ja den Kopf an und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie eigentlich so der ganze Sprungturm sich nach hinten gewandt hat und ich konnte dann irgendwie runterspringen und habe dann so einen schönen Sprung gemacht und bin gelandet. Und dann hat mir eigentlich Jesus am Morgen dann gesagt, hey, das bedeutet eigentlich so, für dich sieht es vielleicht schwierig aus, für dich sieht es vielleicht aus so, ich muss Angst haben, aber ich habe alles im Griff und wenn du einfach springst, ich werde da schauen, dass das eigentlich genauso rauskommt, wie es sollte. Genau. Stark. Ja, es war Sehr wirklich. gut. Und wie Sehr erlebst du das in deinem Sehr Leben? gut. Ja, es ist spannend und ich glaube, das spricht auch gerade zu uns, dieses hey, spring einfach. Auch im Sprachenreden, spring einfach, mach deinen Mund auf, Genau. lass ihn reden. Genau. Ja, ich habe auch so ein Tagebuch bzw. Nachtbuch für Träume, die ich so aufschreibe und habe es mir auch nochmal durchgeschaut. Und ich hatte einen Traum von meinem Bruder und zwar
er wurde ausgewählt, dass er auf dem Mond leben dürfte, einer unter vielen, weil es dort eine bessere Lebensqualität hätte für ihn. Und ich bin aufgewacht und habe mich so gefreut und habe so gedacht, schön für ihn, dass es da eine bessere Lebensqualität hat für ihn. Und nach einem halben Jahr ist er gestorben und ich habe gedacht, hey, das war ein prophetischer Traum. Es war wirklich, er hat bessere Lebensqualität jetzt im Himmel, er war sehr krank gewesen und ich finde es so liebevoll von Gott, wenn er so Träume gibt und sagt, hey, guck, ich habe dich schon darauf vorbereitet. Und er hat wirklich eine bessere Lebensqualität. Krass. Genau. Das ist wirklich, aber ja, es tut mir leid zu hören natürlich, aber es wirklich, also fiel es dir dadurch viel leichter, das anzunehmen, oder? Ja, also da kann ich später noch was dazu sagen, wenn es zum Thema Eindrücke geht, weil hat noch ein Eindruck mitgespielt, dass es mir leichter gemacht hat. Genau. Ja, aber so, ja, ist wirklich, ja, wie uns Gott wirklich auch durch die ganz verschiedenen Dinge, das heißt ja auch zum Teil in der Bibel so, hey, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch sagen, was sein wird. Ja. Und das ist auch so unglaublich, dass uns Gott eben vorbereiten kann oder einfach warnen kann oder was auch immer. Und ich glaube auch, das ist auch mit ein Grund, warum es so wichtig ist, einfach unsere ganze Aufmerksamkeit auf das zu richten, was Gott uns sagen möchte. Ja, genau. Genau, und dann kommen wir jetzt noch zu den Eindrücken und den Bildern. Songs hatten wir auch noch, aber... Ja, haben wir ja mal kurz Haben wir angetönt, angesprochen, aber genau. ja, ich glaube, das lassen wir die Leute dann mal zu Hause machen, in Ja. einem ruhigen Moment. Und das kannst du wirklich auch sagen, Gott, gib mir bitte einen Song. Gib mir einen Song. Ich brauche einen Song. Ich brauche ein Lied. Ja, oder wenn die auch mal, das war bei mir auch schon ab und zu so, oder wenn dir plötzlich mal einen Song, den du gar nicht so oft hörst, einfach immer im Kopf rumgeht, hey, dann schau dir mal den Liedtext an online und vielleicht will Gott genau durch das zu dir sprechen. Das kann auch oft passieren. Genau. Gut. Oder wenn dir jetzt gerade ein Song durch den Kopf geht, dann kannst du ihn auch reinschreiben in den Chat. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Eindruck oder zum Beten für jemanden. Wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich nicht so, ich habe nicht so eine Fantasie oder ich habe zu viel Fantasie, ich habe, wenn ihr wüsstet, was ich alles für Bilder habe, ja, da wollen wir jetzt auch einfach mal für die Leute, die sagen, ey, ich habe dazu keinen Zugang, ich bin eher auf der intellektuellen Schiene oder das ist mir, ja, kannst du jetzt einfach mal die Augen zumachen und dich erinnern, wo du zuletzt in Urlaub warst. Geh mal in deiner Vorstellung dahin, wo warst du zuletzt in Urlaub, ist vielleicht schon ein bisschen her, aber wo war das? Was war das für ein Ort? Wie sah es dort aus? Wie war dir die Umgebung? Mit wem warst du da? Wie hat sich das dort angefühlt? Vielleicht nimmst du auch einen bestimmten Geruch wahr. Wie war das Bett, in dem du geschlafen hast? Und jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Und ich bin sicher, du hast irgendwas gesehen, wo du warst. Wo warst du? Ich war in der Karibik mit meiner Familie, aber das ist nicht der letzte Urlaub, das ist ein paar Jahre her. Wie schön. Aber es war schön. War schön, ne? Ich muss gleich nochmal hingehen. Das ist umsonst Reisen. Genau. Umweltfreundlich, genau. Ja, ich war im Skiurlaub, war auch schön, genau. Aber genauso geht das, innere Eindrücke wahrzunehmen und zu hören, wie er was sagt und wie er spricht, so die innere Welt, was er dir zeigt. Und manchmal ist es ein Gefühl, es kann auch ein Geruch sein, es kann irgendwas sein, irgendeine innere Wahrnehmung von deinen Sinnen. Genau, Ja. und das ist auch so, viele sagen, ja, wenn ich es mir vorstelle, dann kann es ja nicht von Gott sein, dann Ja. kommt es ja von mir. Und ich glaube, das stimmt einfach überhaupt nicht. Gott hat uns die Vorstellungskraft mit einem gewissen Plan gegeben. Genau.
Und häufig, wenn ihr Gott auf diese Art erleben, hey, dann sag einfach ganz einfach, hey, Heiliger Geist, übernimm du meine Vorstellung, übernimm du meinen Verstand, meine Gedanken und er wird auch so zu dir sprechen können. Und ich finde das auch so schön, eben bei den Kindern, dann nehmen wir sie eigentlich auch immer mit in so ein Bild rein. Wir sagen, hey, wir legen uns jetzt hin und dann entweder führst du sie in so einen Garten rein oder du sagst, hey, du liegst auf deinem Bett zu Hause, dir ist schön warm und dann so, hey, ruf mal Jesus zu dir jetzt. Und die Kinder, die denken nicht nach, die sagen einfach Jesus und da hörst du von all diesen Kindern Jesus und dann kommt Jesus, ist mit ihnen da, benutzt die Vorstellungskraft und verbindet das aber mit seiner göttlichen Wirklichkeit und sagt den Kindern dann was. Und dann, wenn wir fertig sind, sagen wir immer, jetzt kannst du Jesus wieder Tschüss sagen und alle sagen Tschüss. Und dann So cool. sind wir wieder da in der Samsung Hall. Sehr schön, genau. Und das dürfen wir auch so. Ja, wirklich. Und hey, hören wir doch auch nochmal Ja, wie in der Message genau. gestern einfach zusammen auf Gott und hey, wir kommen da wieder zu diesem Baum, den wir am Anfang gesehen haben, weil ich finde das so ein schönes Bild und schließ doch jetzt einfach mal die Augen und setz dich jetzt einfach in Gedanken unten an diesen wunderschönen Baum und du siehst den Hör von Gott herunterhängen. Hey, es ist schönes Wetter, die Sonne kitzelt dein Gesicht, du fühlst so das Gras unter dir und jetzt ruf einfach mal Jesus zu dir. Jesus, und jetzt schau mal, was er dir sagen möchte. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um da eine Stunde mit Jesus zu plaudern, aber das kannst du nachher unbedingt noch nachholen. Ja. Und was wirklich auch wichtig zu sagen ist, es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass du in jedem dieser Bereiche ein unglaubliches Erlebnis mit Gott hattest. Gott spricht so individuell, Gott wird durch eine Dinge öfter und mehr zu dir sprechen als durch andere, aber ich glaube einfach, dass wir da wirklich die Freiheit haben, das auszuprobieren, weil eben er ist so ein kreativer, individueller Gott und hey, bringen wir doch auch einfach noch alles, was sich vielleicht angestaut hat, wenn jetzt gar nichts passiert ist, zu ihm, oder? Ja, eins möchte ich noch sagen. Ja, also unbedingt. Ich habe jetzt gerade gehört, wie er sagt, und das gibt es auch im Song, I'm for you, not against you, I'm with you where you are. Ich bin für dich, nicht gegen dich, ich bin mit dir, wo du gerade bist. So schön. Und das sagt er gerade zu dir, wo du bist. Ich habe gesehen, jemand ist sogar aus Minnesota da. So cool, ey, von der ganzen Welt. I love it. Und Gott ist auch da, überall, wo du bist. Und selbst wenn die Hour of Prayer rum ist er immer noch mit dir da. Hey, Genau. so cool. Und eben jemand hat gesagt, nein, nicht Tschüss sagen. Hey, dann sag ihm dann einfach, er soll noch bleiben, der bleibt garantiert bei dir. Und das Schöne ist, wenn wir dann ausgeschaltet sind, dann hörst du ihn vielleicht noch viel besser, Ja, weil du genau. nicht abgelenkt bist Genau. von uns. Genau. Ja. Ja, aber eben, ich würde sagen, falls du gar nichts gehört hast über diese ganze Ja. Stunde, lass dich nicht entmutigen Ja. und sag einfach, hey Jesus, vielleicht frustriert mich das gerade, Ja. vielleicht verstehe ich es nicht, aber Ja. ich will dranbleiben Genau. und ich will dich auf die verschiedensten Arten und Ja. Weisen kennenlernen. Und auch wie wir es da in diesem Bibelvers gehört haben, ich glaube, das Beste ist einfach, wenn du Gott nachjagst, nicht unbedingt eine Stimme oder ein Wort, sondern hey, Genau. bleib einfach an ihm dran, Ja. schenk ihm deine Zeit und du wirst sehen, er liebt es zu sprechen. Ja. Und hey, segnen wir die Leute doch noch, oder? Ja, come on. Wir haben ja auch noch mal so einen Vers aus Hosea 14, der so schön ist, um uns zu segnen und der eigentlich aussagt, was passiert, wenn wir ganz nah an unserem Gott dranbleiben. Und ich segne uns einfach mit diesem Vers. Da steht, hey, ich gebe ihnen neues Leben, so wie der Tau die Blumen zum Blühen bringt. Ja, Israel wird blühen wie eine Lilie und seine Wurzeln werden stark sein wie die Wurzeln der Bäume auf dem Libanon. Mein Volk wird wie ein prächtiger Ölbaum sein, dessen Zweige weit austreiben, wie eine duftende Zeder auf dem Libanon. Die Israeliten werden unter meinem Schutz leben, sie werden wieder Getreide anbauen. Ja, mein Volk wird aufblühen wie die berühmten Weinstöcke an den Hängen des Libanon.
Ja, und Gott, ich segne uns alle einfach mit dem Bewusstsein, dass wir an deiner Seite aufblühen werden. Ich segne uns alle mit diesem tiefen Wunsch, ganz nah bei dir zu bleiben. Und ich segne uns alle mit dem Bewusstsein, dass die Wege weit offen sind, dass du redest, dass du die verschiedensten Arten und Weisen benutzt. Und ich danke dir, dass wir das wirklich auch praktisch erleben dürfen in unserem Leben in der nächsten Zeit. Amen. Amen. Hey, so schön warst du dabei. Ja, Ich hoffe, genau. du hattest was gehört. Ich hoffe, wir hatten so eine richtige Leidenschaft wecken können, auch mehr hinzuhören, weil er liebt es zu sprechen. Es war uns eine Freude, mit dir da eine Stunde zu beten und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.